Neue Abenteuer, neue Gefahren erwarten uns hier wieder bei Tales of Arise. Auf dem Weg zu Zephyrs Rettung, aber erstmal müssen wir selber entkommen können. Und natürlich auch irgendwie den Fluchtweg für die Hilfe, für die Silberschneiden zu ermöglichen, genau. Deswegen sind wir hier unterwegs. Am letzten Folge noch irgendwie so ein verdammtes Schleimvieh oder Schneckenvieh, wie auch immer, erledigt. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwie nichts Seltsames passiert. Ah. Schon auch, wie es aussieht. Gut. You okay? Bregan? What are you doing here? When I heard the Snake Eyes had attacked, I figured you'd probably be headed this way sooner or later. Come on, it won't be long before they sniff us out. We need to find safer ground. What about the others we left behind? Menek can handle himself. Have a little faith. Come on, follow me. Was wäre, wenn Bregon vielleicht auch ein Verräter wäre? Würde mich in der Stelle nicht I wonder überraschen. if something happened. How many of these hideouts do you guys have exactly? Enough. You can never be too careful these days. We even keep some of them secret from each other. So long as you don't let anyone tail you, you're welcome to use them as you please. So what's our plan of action? We're still going to rescue Zephyr, right? That goes without saying. If only we knew where he was, we could... Hey! You're gonna want to see this! Found guilty of all charges. The Calaglian dissident will forthwith be executed in witness of His Excellency Lord Ganabelt. Clause 2 of the Special Curfew Act has been initiated with immediate effect throughout the realm. All Danans not involved in special duties or corrective labor must remain indoors until further notice and watch the execution broadcast. Any citizens found in breach of this protocol will be arrested as dissidents. This is a direct order. Repeat, this is a You think they're public talking about your announcement. friend? But Law said... I thought we had days, not hours. Looks like it's been brought forward. Just hold on. Where do you think you're going? We don't even have a plan yet. Screw the damn plan! If we don't leave now, Zephyr's going to be murdered! Alphen, we've got to go. The clock's ticking. We've all got to go some way, I guess. We'll join up with you afterwards. We might be able to create a diversion. Good idea. Let's go. We have to get to the plaza. What's going on? Why did the execution get moved up? Calm down. We don't know enough to say what's going on here. We've got no way of knowing what happened to Menek and the others. Damn it. Hey, Zephyr and the others will be okay, right? Let's just get to the plaza and fast. Zephyr und die anderen? Wohl eher weniger. Gut, dann überlassen wir mal Menek sich selbst. Ich meine, das war damals ein Ansturm auf Calaglia, beziehungsweise auf... oh, wie ist er schon wieder? Der Lord dort. Ihren Namen leider vergessen, sorry. Da war es ja auch so, dass wir da Zephyr vertraut haben, dass er irgendwie da überlebt und so. Und da ging ja alles gut. Also, von dem her. Wird schon. Super. Sind wir die Schuldigen? Egal, machen uns auf, Freunde. Keine Zeit zu verlieren. Wir retten Zephyr. Obwohl ich ein ganz mieses Gefühl dabei habe. So, wo geht's zum Hauptplatz? I wonder if something happened. Sollen alle drin bleiben? Alle sind hier draußen und gucken zu. Was ist los?
Mhm. Also. Tag nach öffentlicher Hinrichtung, das gibt sowas doch öfter, wa? Schau mal zu, Mensch, will ich verhaftet werden? Ja, ja. Was? Eine Quest jetzt? Wenn Außenwelt verbindet. Das heißt, lassen. Ja, wir haben viel mit Bringen darüber zu sprechen, weil Silberschwerden sind alle so beschäftigt. Hey. Okay. Right. Können wir uns mal darum kümmern, aber eher später, weil jetzt will ich erstmal die Hauptquest abschließen. Jetzt ist nur die Frage, klappen Sidequests auch noch? Sind die unbegrenzt, sage ich jetzt mal, verfügbar und können sie abgeschlossen werden? Weil das war ja auch je nach Spiel unterschiedlich. Dass man ihnen sagen muss, nee, jetzt ist das, ja. Jetzt ist der Storyabschnitt gegessen, deswegen geht die und die Quest nicht mehr. Wäre natürlich schade, ich hoffe es nicht, aber muss mich natürlich darauf einstellen, deswegen ab zum Brunnenplatzstraße. Zur Brunnenplatzstraße, ein schwieriges Wort. Hauptplatzstraße, ja, relativ simpel. Manchmal ein bisschen zu simpel. Wo werde ich abgefangen? Wo wird was geschehen, womit überhaupt nicht zu rechnen ist? Ist hier eine Eule? Nö. Scheiß drauf, voll rein da und voll reingrätschen, Flammenschwert, eine schöne Schneise schneiden. Und C4 retten, fertig. So machen wir es. Einen anderen Weg gehen? Nö. Oh! Is the execution in there? Hey, you lot! Trespassers! Think the curfew doesn't apply to you, huh? Uh-oh. Now what? Doesn't seem like there's any other way in. I say we fight our way through. Wait! I recognize them. They were with the dissident! No choice then. Look sharp, everyone! Zephyr's still okay, isn't he? The sooner we take care of these guys, the sooner we can rescue him. If you have time to talk, Was ist das für ein Move? How about you? Der ist aber neu. Just what to do. Fire in the hole! Locked and Ganz neue Moves drauf plötzlich. Sag mal, ihr geht mir auf den Sack, Leute. Damn, there's just no end to these guys. Zephyr! Attention, citizens, subjects, and slaves of Cyslodia. I, Lord Ganabelt Valkyris, do formally open these proceedings. Behold! The brazen worm who would dare threaten the peace and order of our fair city. As if his scheme weren't foolish enough, he then made the mistake of thinking he could hide it. Take heed, Danans, and engrave this edict into your souls. Such fools' right to life in Cyslodia shall be forfeit. Now, embedded, you should listen carefully. Before my final verdict, I am prepared to offer you an unprecedented chance at mercy. Where are your comrades?
Give them up before those assembled, and I shall spare you your life. Fine time I have. If you're so tremendously determined to suffer for the sake of your allies, then I will see to it that you do. Well, feeling the urge to tell everyone yet? Just what do you want me to say? First, tell the people about the mistakes you made. Then, the whereabouts of your friends. Mistakes, huh? Where to start? I've made so many in my life that I've lost count. All my life I've had to fight, but I have known nothing but loss. I was so caught up in the struggle to survive in this world that I ended up neglecting my own family. I have lost so many good friends. I even lost my wife and my son. I'll never be able to fix these mistakes. Not a single one. It sounds to me as if the greatest mistake of your life was never learning to stay down when you were beaten. A good man once told me if I take up this fight, I'd have to pay a price. Turns out he was right. After all, the very people and things I was fighting to protect the most were payment. I don't regret keeping up the fight for a second. But still, not a single day goes by when I do not think about what I have lost. Not telling others how much they truly meant to me before it was too late. That is your answer. That's the greatest mistake of my life. Do yourselves a favor and never become like me. Don't continue to make the same mistakes until it's too late to fix them. Ask yourself what it is you couldn't bear to lose. What do you want to protect with all of your might? Then hold on and never let go! That's quite enough. Listen to that voice deep inside of you. Together, no wall can hold you back. And the same goes for the ones the Lord made you build inside your own hearts. You still hanging in there, Dad? Oh, you saved me. Damn you. I've been such an idiot. My son, I need to... Now's not exactly the best time to catch up. There's still a lord in need of beating. Yeah, you're right about that. So you're the son, are you? I thought I'd ordered for you to be relieved of your duties until all this was over.
I'll see to it the person at fault is reprimanded appropriately. What? Oh, well. You've served your purpose more excellently than anyone could have hoped. Zephyr! If it isn't the infamous Alphen of Calaglia. And he's joined by his fellow conspirators, the likes of Traitor and a Danon Witch. They're not conspirators. They're friends. And they're not alone. Oh, Minnick! You finally made it! Your reign is over right now. You hear me, Cannibals? The Master Core's acting up. What is it? Minnick? I was hoping to drag this out a little longer. But that's a Master Core. What? No, Dad! So the Master Cores react to each other, I see. How interesting. You can drop the act. It's over. All this time, it was really you? Every second. You stand before the Lord of Cyslodia, Ganabelt Valkyrus in the flesh. You mean a Renin Lord's been leading the Danon resistance? You're not the only one skilled in the art of deception, you know. A mere side vocation in my own case, but sufficient in bringing the blazing sword of Calaglia to my doorstep. Me? All of this was just to get to me? Alphen! Zephyr is... Dad! Dad! That's a special poison. Ordinary healing arts will do you no good. I wouldn't fret about it, friends. You'll all be dead soon enough. Don't even think of it! Können wir bitte gerade ganz kurz über quatschen, was gerade passiert ist? Alter! Ich hatte natürlich schon irgendwie den Gedanken, Mene könnte ein Verräter sein, aber niemals hätte damit gerechnet, dass er der Lord selber ist. Alter! Aber ganz ehrlich, wie clever das ist. Also vor allem von ihm, ich meine, damit rechnest du nie im Leben. Never ever. Und Zephyr, ja. Ich meine, ich habe mir schon sowas gedacht, dass Law ihn retten wird und dann, dass irgendwas dann passiert. Aber damit, so hinterrücks erstochen und so, oh mein Gott, aber überleben, ich habe keine Ahnung, Freunde, ganz ehrlich. Also machen wir jetzt die Typen hier platt. Ich hoffe, das Flammenschwert funktioniert trotzdem noch und dann... Oh mein Gott, Zephyr darf nicht krepieren. Ich weiß, es gehört irgendwie zu den Spielen dazu und so, sammeln Charaktere sterben, aber... Ja, das wird von der Story irgendwie auch passen, dass ein irgendwie Lord zu uns kommt, aber irgendwie... Ich will nicht! So, jetzt mach ich euch erstmal platt. Jetzt bin ich sauer. Überlimit, was? Wenn du Schadenleides ein perfektes Ausmanöver ausführst, kommst du für eine bestimmte Zeit ins Überlimit. Wenn diesen kosten artig keine Eilen, werden nicht von gegnerischen Angriffen unterbrochen. Ah. Mystische Arte. Halte während des Überlimits nach einem Arte-Treffer 2 der folgenden Taste gedrückt, um das mächtige mystische Arte eines Charakters zu aktivieren. Okay, das heißt, muss... Aha, die kriegen gar keinen... Die sterben gar nicht wirklich. Gut, muss ich halt Schaden kriegen.
Ah, jetzt verlieren sie, jetzt kriegen sie doch Schaden. Interessant. Damn it! They got us outgunned. And all while we're on the defensive. Dad! Dad, come on! Stay with me! All this trouble to buy yourself a few extra seconds before you die? You bastard! They've fled. They'll be back, though. Draw up a welcome party. We'll be ready when they return. Did we lose them? Looks like it for now. Come on, even if we did lose them, they'll be after us soon enough. Besides, we have Zephyr to worry about. The sooner we get back to the safe house, the better. Zephyr. Let's get to the safe house, quick. Darf mal kurz darauf hinweisen, dass der Anführer der Silberschwerter sich gerade als feindlicher Lord entpuppt hat und dementsprechend auch überall unsere Geheimverstecke und so Bescheid weiß. Nur mal so ein kleiner Hinweis. Ich hoffe, dass es auch Verstecke gibt, die auch ihm unbekannt sind. Da wäre natürlich vom Vorteil. Viele tun es nicht seine, weil er ist der Anführer. Gut, das Prägons Versteck, vielleicht weiß er wirklich nichts davon. Oh, C4, kratz mir bitte nicht ab. Bitte nicht. Dad, please, open your eyes! I'm sorry. I can't stop the poison's advance. Thank you. Zephyr! The struggle's in your hands now. Oh. Are you there, my son? Yeah, I'm here. I'm here, Dad. Please just... Oh. I can't see you. Are you there? Oh. Oh. Listen. I've always... Dad. This can't be. No, it can't. We never... I didn't. And now he's gone. I had a feeling we might have a rat among us. But to be Menek of all people. So what do we do now? I'm going. Law. That bastard Ganabelt will pay. You have to know that Ganabelt will be expecting us. This is all an obvious trap. I don't give a damn if it is! There's no way I'm letting that bastard get away with this! He's right, you know. Ganabelt. Mess with the wrong people. Alphen, you can't just... Weren't you the one who said you wanted to take on the Lords? Or would you rather go back to Calaglia? I won't allow you to put words in my mouth. All I'm saying is we shouldn't rush things. I don't need any of you coming along. The score is mine to settle. You're not the only one who wants to avenge Zephyr's death. He's right. Besides, if we don't take him on right now, we may never get another opportunity.
If you're going, that means you're going to need the blazing sword. If we do this, we can't afford to make any mistakes. Are you really sure? You can ask us again after we've defeated the Lord. Please, allow me to help you as well. Think of it as an apology for getting you into this whole mess. It's the least I can do. Feel free to use anything in here you might need. Aren't you worried about getting ambushed? Impossible. I built this hideout with my own 2 hands. Minik. No Ganabelt doesn't know it exists. Then let's go. Time to avenge Zephyr and free the realm's people. Du bist jetzt mit Lore befreundet. Ja. Und Zephyr ist tot. Das war irgendwie zu erwarten, dass es irgendwie so ungefähr kommen muss oder Zephyr für längere Zeit außer Gefecht gesetzt wird, dass am Schluss sogar der große böse Endboss wäre. Weil, da ja Lore und Zephyr doch den gleichen Kampfstil haben. Was Lores Konzentration steigt, wenn er immer weiter angreift, ohne ins Taumeln gebracht zu werden. Dieser erhöht seinen Angriff und Elementarangriff. Eine Wache wird beenden, wenn er taumelt oder in gewisser Zeit keine Treffer mehr landet. Oh Mann, ey, aber ganz ehrlich. Ist es wirklich der richtige Zeitpunkt? Und ja. Natürlich verstehe ich die ganze Gruppe, dass sie sich rächen will. Geht mir auch so. Aber ist nicht vielleicht genau das, was Ganabelt will? Also der Klagebefreiung führt durch Ganabelt viel. Ja, natürlich sind alle Depri, verständlich. Aus mehreren Gründen, also insofern kluger Schachzug. Silberschwertern. Tja, müssen das Reich befreien, das ist ganz klar. Die Frage ist halt, kann Ganabelt selber auch irgendwie was ausrichten? Klar, er hat einen Meistercore, aber wenn man damit auch umgehen kann. Oh je, oh je. Ich bin noch ein bisschen ergriffen von der ganzen Situation. Ich denke mal, geht uns allen so. So, ich dürfte klar sein, dass wir erstmal alle ein bisschen upgraden. Also Musik, hey. Das Geld reicht nicht aus, da müssen wir halt noch was anderes verkaufen. Wir müssen Ganabelt vernichten und Zephyr rächen. Es geht nicht anders. Egal was es kostet. Egal was es kostet. So, warte mal. Haben wir irgendwas, was wir sehr viel haben, was wir deswegen verkaufen können zu guten Preisen? Na, schon mal ein Anfang. Wir natürlich auch irgendwelche Waffen noch haben, jetzt neue. Kristallfäustlinge, ja, aber Astralkristallfragment brauche ich jetzt bei ihm, die brauche ich bei ihr auch, für die Wasserzähmung. Alter, sind wir am Arsch. Ein Gespräch gibt's auch noch. So, aber erstmal gucken. Wie sieht es mit der Fähigkeit-Matrix aus? Kann ich da jetzt noch irgendwie bei ihm was machen? Als Vorbereitung quasi. Vielleicht mal den hier, der klingt dann gar nicht mal so schlecht. Tektonikschlag, und dann eine Schockwelle aus. Ja, warum eigentlich nicht? Okay, Freunde, ich würde sagen, weil die Musik und so, all gerade die ganze Situation noch episch passt, noch kurz Gespräch, dann beenden wir die Folge. Im nächsten Part dann vernichten wir Ganabelt. Zumindest in der Theorie. I forgot to mention this before, but
Any enemies we go up against with real hard defenses, you just leave them to me. Hard defenses? You mean like enemies with shields and things like that? Shields, shells, armor, whatever. When you attack those kinds of enemies from the front, your blows mostly get blocked, right? Sure. So you're saying you have a counter? It's nothing fancy. Let's just say I have a knack for busting open tough, sturdy stuff. It's hard to explain, but I focus my energy and then hit a specific point with everything I've got. If I do it right, their defenses come crumbling down. Really? But without astral arts, how could you possibly... If he says he can do it, then he can do it. We can trust him. Thanks, Alphen. Although, between you and me, right now there's nothing I want to bash in more than Ganabelt's stupid, smug face. I think you'll get your chance soon enough, Law. Ja, wollen wir es hoffen, obwohl das Gespräch jetzt irgendwie ein bisschen schräg fand zu dem Zeitpunkt. Ich hätte es mir, glaube ich, doch besser für den ersten Folge aufgespart. Egal, ich kann es nicht wissen, deswegen shit happens. Freunde, trotz allem, trotz allen Ereignissen, sage ich vielen Dank fürs Zusehen und hoffe bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise. Dann rächen wir C4 und befreien Cyslodia ein für alle Mal. Ciao zusammen.